Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Oracle of Ages. Und wir haben letztes Mal das Wasser dort abblockt. Also man sieht es gerade nicht mehr, aber wir haben es gemacht. Und das heisst für uns, dass wir jetzt da wieder das Zeug wieder rauf, also da überschieben. Und dann mal kurz in die Vergangenheit Dingsbumsreise. Ja doch, in Zukunft. Und dann schauen wir mal, ob man was mit den Statuen, die da vorne im Wasser waren, was kann machen. Weil die sind schon sehr verdächtig gewesen. Du bist wieder gewachsen, da finde ich ja nicht von dir ranken. Also mit der Trocken. Verunreinigung des Wassers durch Gegenstände verboten. Kann man dich da irgendwie so? Okay. Ja. Eigentlich will ich die. Fuck. Eigentlich will ich die auflupfen. Will ich doch nochmal auflupfen. Warte, mach ich es halt so. Fuck. So. Und frisch. Ja. Mach doch mal was. Was hätten das sollen jetzt? Mit dem Zeug da. Gegenstände. Was für Gegenstände? Sind die mal den Boden aufgraben oder was? Was sind denn ihr? Okay. Dann gehen wir halt zurück in die Vergangenheit. Und dann nochmal die Wurzeln, also die komischen Samen auf die andere Seite. Und schauen wir mal, was auf der anderen Seite ist. Das ist schon ein bisschen komisch. Schon ein bisschen komisch. Ach ja. Okay. Oh fuck. Das war wohl eins zu wenig weit gewesen. Aber ich finde es cool, dass es so auch so ein verdörrtes Pflänzchen gibt. Bin ein bisschen verpeilt. Habe ich gerade gemerkt. Aber ja. Das wird mir sicher verziehen. Hoffe ich. So, Zukunft. Willkommen zurück und so. Okay, gehen wir mal rauf. Was haben wir? Wir haben nicht viel. Aber wahrscheinlich ist da vorne so Löcherzeug sein. Und jetzt kommen wir da über. Und da rauf. Fuck! Aua. Ah, hau ab, du au. Du au. Ah! Hau doch ab! Warte, drei die mal. Danke. Ich find's lustig, dass die einfach nur. Oh, du schon wieder. Komm. Ja, bring mal hinter uns. Los. Hopp. Komm da rein. Komm, los. Jetzt kommst du da rein. Danke. Ich sammle jetzt das Herzchen von dir auf. Ist das gut? Ich habe dein Herz. Haha. Ist fast wie Valentinstag, so jetzt lass mich gehen. Ja, ja, das merkst du dir. Das ist schön, dass du dir das merkst. Ich fühle mich geehrt, dass du das merkst. Jetzt haben wir da wieder Vergangenheit. Was auch immer das bringt. Ja, machen wir so. Vergangenheit. Okay. Ja. Nah. Too many of you. Nah. Wieso sind die in der Vergangenheit eigentlich blau? Hat da ein Herrscher gewechselt oder was? Stirb. Oh, Herz. So. Jetzt sind wir da oben. Ist der gut oder schlecht? Ich glaube, das ist gut. Ah, jetzt kommen wir da durch. Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst, ohne dass ich gewusst habe, dass es ein Rätsel ist. Und da oben ist dann die komische Restaurationsmauer. Da, schau. Restaurationsmauer. Aber jetzt müssen wir aufpassen, weil scheiß Viecher. Wir können nichts gegen die machen. Und wenn sie uns einmal treffen, sind wir glaube also nehmen wir entweder Schaden oder wir werden zurückgeworfen oder beides. Ja, so. Irgendwo. Ey! Ich will. Ey! Also muss ich da unten durch. Oh Gott. Aua. Zum Glück haben wir genug Leben. Zum Glück. Au, aua. Gut, jetzt sind wir da oben. Tun wir mal uns nach links erkundigen. Ah, das ist der. Aha, das ist direkt unter dem Zeug.
Ich habe seit Ewigkeiten keinen Besuch mehr gehabt. Ich bin Otto, der Guru der Restauration. Benötigst du meine Dienste? Jo. Verstehe. Ich soll das Toni-Gewinde richten. Meine spezielle Restaurationszeremonie könnte da helfen. Probierst du es? Okay. Du versuchst es? Sehr lobenswert. Folge mir. Irgendwie eine Angst. Oha, hey. Willkommen bei Ottos Lokolore. Nimmst du an der Zeremonie teil? Sehr schön. Möchtest du die Regeln erfahren? Lass es mich erklären. Ich lege das Toni-Gewinde auf die grüne Kachel und sage die Worte meiner Restaurationszeremonie. Du musst sämtliche Monster, die auftauchen, in eines der Löcher drängen. Ganz gleich, in welches. Klingt einfach, was? Jedoch, Reparaturen sind anspruchsvoll. Das wertvolle Toni-Gewinde liegt auf diesen Schienen. Die Lore fährt los, wenn die Zeremonie beginnt. Das Toni-Gewinde wird nicht von ihr getroffen, wenn du im richtigen Moment auf dem Schalter stehst. Ist das nicht so und sie wird getroffen, dann boom. Also, nimmst du teil an der anspruchsvollen Zeremonie? Ja, von mir aus. Dann möge die Zeremonie beginnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde einmal da so. Okay. Okay, ich nehme kein. Au. Fast kein Schaden. Wie lange hast denn du, Lore? Fuck. Okay. Es ist schwerer als ich denke. Und das Kaputtspiel ist fertig, wenn wir nochmal von vorne anfangen. Die Zeremonie ist fehl, das Turniergewinn hat es jedoch überstanden. Überstanden. So, das ist irgendwann nochmal probieren. Okay, probieren wir es nochmal. Komm bei Ottos Lokolore. Nimmst du an der Zeremonie teil? Jo. Sehr schön. Möchtest du Regeln erfahren? Nein. Fuck. Wieso kann das Ja und Nein nicht am gleichen Ort schauen? So. Boom. Zeremonie, ja. Okay. Haut doch ab. Ich will zuerst einmal, dass die kommen da hin. Das macht sicher Boom, ja. Ich muss mal eine Strategie überlegen. Die Zeremonie schlug fehl, das Tüngchen hat sich überstanden. Ja, ich weiß. Also. Wie lange hat der Viech? Nicht allzu lange, aber das ist so ein Weile, bis es unten ist. Ich sollte die hier runterlocken. Und dann sehe ich nämlich, wenn der Viech durchkommt. Dann kann ich so noch ein bisschen mit denen spielen und dann rauf und dann auf Ding und dann weiter mit denen. Gut, okay. Sehr schön, möchtest du die Regeln? Nein, möge die Zeremonie beginnen. Blablabla. Naked Ref. Eigentlich sagt er, ich glaube, werde wieder ganz oder so rückwärts. Hey Lore. Lorelei. Öffnet die langsam wieder zurück. Nur aus Sicherheitsgründen. So, jetzt haben wir es langsam her. Da, ihr könnt schön in das Loch. Gang rein. Ja, du bist brav. Du auch. Super! Das ist doch gewesen. Ja. Meine Zeremonie war erfolgreich. Du hast Talent. Die Zeremonie hast du gemeistert. Hier ist das Toni-Gewinde. Fast wie neu. Immer habe ich das perfekt hinbekommen. Du bist so ein Sack, echt. Bitte sehr. Und es sieht immer noch aus wie eine Paprika. Du erhältst das Toni-Gewinde. Bring mir etwas, das repariert werden muss. Und ich bereite die Zeremonie vor. Haben wir was, mal reparieren sollen? Ich glaube nicht, oder? Nope. Also vielleicht diesen Kopf. So ein Sack. Einfach ein Sack bist. So. Dann würde ich sagen, gehen wir da runter. Flup. Ja, du kannst mal gestohlen bleiben. Er dauert viel zu lang zum kaputt machen. Dann nehmen wir jetzt mal den Vulkan anhalten. Und es ist repariert. Yay. Was hast du zu sagen? Nun müsste der Vulkan zur Ruhe kommen. Ich muss die Höhle sauber machen. Okay. Nun müsste ja, so kann man es auch nennen. Aber ich glaube, wir gehen noch einmal die Höhle sauber machen. Because of
Dieser Vulkan verbirgt eine Höhle. Doch das ist geheim. Das ist schön. Gehen wir doch mal wieder in die Zukunft. So genau da. Das ist eine gute Idee. Egal, ich setze das Bett. So. Back to the future. Die Animation wird immer so lang. Für das, was man muss machen, dauert es sehr lang. Und wir haben hier einen Wasservulkan. Interessant. Aber immerhin haben wir das Dorf gerettet und alles ist wieder happy und glücklich. Yeah! So. Willkommen in Symmetria-Stadt. Perfekte Balance ist hier das oberste Gebot. Du siehst auch gut aus. Was auch immer das mit uns zu tun hat. Oh Gott. Was hast du? Schmalzlocke? Hoi. So ein Ärger. Ich müsste wohl kleiner. Was? Ich müsste wohl kleiner sein. Welche? Also, wieso? Also aus Interesse, aber wieso? Und das Schutzecke ist so ein Ärger. Ich müsste wohl größer sein. Aha! Damit die, damit die im Balance sind. Aber ich denke, Frauen haben genau das gleiche Problem. Vielleicht auch nicht von der Körpergröße. Kommen in Symmetriestadt. Perfekte Balance hier als oberste Gebot. Ja, ja, das ist schön für euch. Du weißt schon, dass ich der Held bin, der eure perfekte Balance wiederhergestellt hat, oder? Balance und so. Ich glaube, den haben wir alles. Holen wir uns noch auf den Kern. Und dann gehen wir wieder in den nächsten Dungeon. Aber erst in der nächsten Folge. Weil das wird wieder eine längere Geschichte. So 2 Folgen wahrscheinlich. Und das passt jetzt einfach nicht rein. Darum ist das vielleicht ein bisschen kürzer, dafür ist die nächste vielleicht ein bisschen länger oder so. Keine Ahnung. Aber man sieht sich das nächste Mal wieder bei Legend of Zelda Oracle of Ages. Und ja. Tschüss. Bevor ich es vergesse. Lasst ruhig einen Kommentar da. Ich meine, ich habe jetzt noch Zeit oder so, wegen 15 Minuten oder so. Lasst ruhig einen Kommentar da und vielleicht sogar ein Like. Wobei Likes sind nicht so das, was mich interessiert, aber Kommentare, damit ich mich verbessern kann. Und vielleicht sogar ein Abo, damit ihr kein Video mehr verpasst. Aber ich komme so doof vor, wenn ich das sage. Aber egal. Ihr macht das sicher, oder? Weil ihr seid nicht genau wie ich und ich glaube euch. Also, seht euch beim nächsten Mal. Tschüss!